So, grüßt euch, habe ich Deri. Bevor das Video losgeht, heute geht es ja um die Wanderung aufs Watzmannhaus. Ich möchte euch noch kurz die Routen zeigen, wo wir aufgegangen sind. Und zwar war das folgende: diese. Da sind wir aufgegangen. Die Routen kann man finden im Internet, einfach Watzmannhaus-Wanderung eingeben. Es sind um die 1200 Höhenmeter, wo wir gegangen sind, um die 16 Kilometer, man sieht es da eh. Es weicht doch immer ein bisschen davon aus, weil man halt dann doch da nochmal zur Alm hingeht und dann den Weg aufgeht. Man macht es immer ein bisschen anders, wie es im Plan ist. Man macht es immer so, wie sie sich selber für einen als richtig anfühlt. Die Routen, ich hau's euch in die Beschreibung ein, könnt ihr euch gerne anschauen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich habe leider nicht allzu viel gefilmt, einfach bloß nehmt selber ein wenig. Aber ja, ich glaube, dass es cool ist. Ich glaube, dass das schön zum Anschauen ist. Genau. Viel Spaß. Führt euch. Habe ich die Irr? Bin ich scharf? Ich weiß es nicht. Tag 2. Jetzt habe ich die Irr. Tag 2. Heute ist unser mächtiger Plan. Auf dem Watzmann hinauf. Das heißt quasi, was uns möglich ist. Das heißt quasi zur Watzmann hinten rauf. Das wird ein großer Erfolg. Der Parkplatz ist voll. Jawohl. Da ist auch wieder der Ullmann Lukas dabei. Der ist mir nicht heimgefahren. Und da hinten durchblitzen sieht man schon die mächtige Reiteralp. Naja, wir schauen einmal. Ausgeschrieben sind 5 Stunden, 1300 Höhenmeter. Wir werden es Also Stunde schaffen. ja, wir werden's hoffentlich bezwingen. Aber nur 5 Stunden. Interessant ist immer, wie krass dass sich das unterscheidet. Wenn du jetzt da reinschaust, sagt er, also haben wir von Anfang an 3 Stunden ungefähr gehabt. Und da sieht man die Höhenmeter, wir sind jetzt schon ein Stück gegangen. Trotzdem sagt er, das Handy im Vergleich zum Wegweiser um die 3 Stunden. Und der Wegweiser sagt 5 Stunden. Ich sitze jetzt gerade auf so einem wunderschönen Moos. Und es ist nicht einfach. Es geht dauerhaft so ein Stückchen bergauf. Wir haben aber auch eine gute Zeit dabei. Brezeln, wir haben echt die Brezeln dabei. Nis, Haufen Zeug. Und wir werden das schaffen. Und das wird ein großes Erfolgserlebnis für mich werden. Hinter mir geht es ziemlich steil bergab. Ich glaube, man sieht es aber auf der Kamera recht schlecht. Ja, schaut auf der Kamera gar nicht so geil aus, wie es ist. Naja, bist dabei. Da oben, wenn man jetzt genau hinschaut, da sieht man das Watzmannhaus schon. Wir sind allerdings da. Naja, wird ein grosses Erfolgserlebnis heute, aber das war jetzt ein grosser Dämpfer, wenn man ehrlich ist. So, da haben wir jetzt eine schöne Karte. Und wir gehen auf die 8. Wir sind jetzt quasi gerade. Nein, da sind wir nicht. Doch, da sind wir schon. Wir sind jetzt quasi von, wo ist denn der Parkplatz? Der Parkplatz müsste irgendwo da sein. Irgendwo da. Nein, kann er nicht sein. Das ist der Standard. Da sind wir Wo ist denn der Parkplatz gewesen? da irgendwo. Parkplatz. Der Parkplatz, vielleicht ist er auch da gewesen. Nein. Ja, da ist er. Sind wir da umgegangen. Ah, da ist er, ja. Und wir müssen jetzt quasi da hinauf. Das ist unser Limit. Das ist dann auch. Das machen wir morgen. Das war, genau. Und wie macht die Kuh? Sie macht Mu. Da haben wir noch eine schöne Angabe. Da haben wir noch ein paar schöne Betteln. Und da haben wir einen aufgeregten Wanderer, der das Ziel stark verfolgt. Wir sind da lauter lustige Menschen unterwegs. Ja.
So, es geht bergab. Und ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber ich habe ein sakramentisches Muskelzittern. Das ist was sehr Angenehmes. Aber irgendwie merke ich schon, jawohl, jetzt lohnt es dann. So, das war's einmal wieder gewesen. Im Schneiden vom Video habe ich jetzt gemerkt, scheiße, die schwarzen und interessantesten Stickeln habe ich gar nicht gefilmt. Es ist immer gefilmt worden, halt, wenn man gerade so ein bisschen die Hände dazu frei gehabt hat, körperlich von der Anstrengung her dazu in der Lage war. Und darum habe ich leider echt die wirklich anspruchsvollen Sachen nicht auf der Kamera. Aber passt auf, dass ihr euch mit dem Video dann nicht überschätzt oder die Tour unterschätzt, weil die hat schon in sich. Weil da schaut es jetzt so aus, wie wenn es die meiste Zeit an so einem Schotterweg entlang geht. Aber teilweise sind es sehr dünne Pfade am Felsen abwärts, vor allem das letzte Stückchen. Und du siehst dann da so eine grüne Fahne, wo dann halt eigentlich ein Schwarzmannhaus ist und die grüne Fahne kommt und kommt einfach nicht näher. Das weiß ich noch, das war der Wahnsinn zum Schluss. Aber es ist eine wunderschöne Wanderung. Ich kann es an jeden empfehlen, der wo ein bisschen Erfahrung hat, der wo ein bisschen Ausdauer hat. Mit der Ausdauer entscheidet sich im Endeffekt die Wanderung. Dankeschön fürs Anschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit, einen schönen Abend. Wann auch immer ihr das seht, eine schöne Zukunft. Zukunft klingt immer so lang, gell? Nein, bleiben wir bei einem schönen Tag. Und die 4. Folge folgt.